Je weniger als ich mich bemühe, im Sinne von eben, jetzt Nirvana erreichen oder so, umso eindrücklicher wie soll ich sagen, es ist so wie ein Fliessen, das dann entsteht. Das ist Heidi Pfäffli-Bachmann, Meditationslehrerin in der frühbuddhistischen Tradition, Philosophin und seit über 20 Jahren in der Vipassana-Praxis verwurzelt. In dieser Folge rede ich mit der Heidi über einen Weg, der schon früh und an einer unerwarteten Stelle angefangen hat. In Eschenbach, wo die Nonnen von einem Zisterzienserinnenkloster hinter einem Gitter gesungen haben und ihre Drum verborgen geblieben sind. Wir tauchen ein in die Lektüre der christlichen Mystiker in der Jugend. Der Meister Eckhart, Teresa von Avila, der Johannes vom Kreuz und in die Fragen, die aufgekommen sind, wo die religiöse Welt hat angefangen zu verblassen. Heidi erzählt, wie sie nach dem frühen Tod von ihrem Mann die Praxis vertieft hat, sich durch verschiedene Traditionen gesucht hat und in der Vipassana-Praxis geblieben ist. Wir reden über die Vertiefung dieser Praxis in intensiven Retreats, über 4,5 Monate im Kloster in Lumbini und über das, was man als Assistentin bei Retreats sieht, wo man als Schülerin nicht sieht. Ein zentrales Thema ist die Frage, warum dogmatische Vorstellungen in der Praxis eher hindern und warum sich die Praxis von selber entfaltet, wenn man sie einfach lässt. Wir reden außerdem über die Verbindung vom aktiven Leben und der kontemplativen Praxis, über christliche Mystik und Buddhismus und darüber, was Meditation leisten kann und was eben nicht. Bevor wir ins Gespräch eintauchen, ein kurzer Dank an die Community. Der Podcast ist ein Herzensprojekt und bewusst werbefrei. Das ist nur möglich, weil ihr die Produktion und die Reise zu den Gästen finanziell mittragt. Wenn euch die Gespräche etwas geben und ihr den Podcast möchtet unterstützen, Details für einen Beitrag via Twint findet ihr auf www.meditationsszene oder in den Shownotes. Danke an alle, die den Podcast teilen, kommentieren und weiterempfehlen. Das hilft enorm, damit die Inhalte mehr Menschen erreichen. Merci vielmals für eure Unterstützung. Jetzt aber viel Inspiration bei diesem Gespräch. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Heidi Pfäffli-Bachmann. Die Heidi ist Meditationslehrerin in der frühbuddhistischen Tradition. Sie ist Mutter von 2 erwachsenen Söhnen und lebt in der Stadt Luzern. Nach der Ausbildung zur Primarlehrerin hat sie zuerst als Heilpädagogin geschafft. Wo ihr jüngerer Sohn im Kindergarten war, hat sie Philosophie und Religionswissenschaften an der Universität Luzern studiert und dann nachher Philosophie an Gymnasien unterrichtet. Sie war als Gründungsmitglied dabei bei der Bewegung der Philosophischen Praxis Schweiz und hat mehrere Jahre in der Philosophischen Praxis Luzern mitgewirkt. Sie hat sich zur Begleiterin in der letzten Lebensphase ausbilden lassen und zur MBSR-Lehrerin am Institut für Achtsamkeit in Deutschland. Sie gehört zum MBSR-Kreis Luzern. Schon seit ihrer Jugend beschäftigen sie die Fragen der Mystik im christlichen und interreligiösen Kontext. Systematisch zu meditieren hat sie nach dem frühen Tod von ihrem Mann angefangen. Sie ist regelmäßig in Retreats in der Schweiz, in Deutschland und in Italien gegangen und hat unter anderem 4,5 Monate im Meditationszentrum Vanditarama in Lumbini verbracht. Nachher hat sie über mehrere Jahre bei Meditationsretreats in Pian dei Ciliegi in Italien assistiert. Im Moment nimmt sie am Teacher Training im Rahmen vom Dharma-Grundkurs am Mikayana-Institut in Deutschland teil und arbeitet freundschaftlich mit dem Zendo am Fluss in Luzern zusammen. Heidi, vielen Dank, dass du da gekommen bist für das Gespräch. Ja, danke Lukas, freue mich, bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Wenn ich deine Biografie angeschaut habe, ist mir aufgefallen, du hast dich schon in deiner Jugend für Mystik interessiert. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ein praktisches Interesse gewesen oder mehr ein intellektuelles? Und was hat dich da dazu gebracht? Ja, da muss ich vielleicht sagen, dass ich die ersten 7 Jahre von meiner Kindheit eigentlich habe ich in Eschenbach im Seetal verbracht. Und dort hat es ein Kloster gehabt.
Und das war das Zisterzienserinnenkloster. Das heisst, die Nonnen hat man eigentlich nie gesehen. Man hat sie nur gehört, die haben gesungen. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert. Und wir haben als Kind an der Pforte läuten und da haben wir gutes Lied bekommen. Also, das war für mich ein Geheimnis gewesen. Was machen die Frauen dort? Die singen wunderbar, sie backen ganz tolle Gutzli und so. Und ich habe immer so, als Kind habe ich tatsächlich gedacht, ich gehe auch in das Kloster. Einfach, weil es so geheimnisvoll war. Also, Und wieso hat man denn die nie gesehen? Sind die in den Kirchen irgendwo hinten die durchgesessen? sind hinter dem, die haben sogar eine eigene Kirche gehabt, die ist relativ spät entstanden. Die haben hinter einem Gitter, sind die bei der Messe gewesen, man hat sie nie gesehen. Oder? Und zwar auf einem Balkon oben. Also es ist wirklich wie ein Gesang vom Himmel gewesen, eigentlich. Ja. Und das war eine Faszination für mich, tatsächlich als Kind. Aber von dieser Faszination zur Beschäftigung mit Mystik ist es ja gleich noch ein Schritt. Ja, das ist natürlich nicht, als Kind habe ich das nicht gemacht. Ich bin zwar sehr gerne in die Kirche, wirklich, das hat mir, oder der Weihrauch, die Gesänge, die Farbigkeit, das Ritual als Kind, das ist wie es ist eine Art auch ein Theater, ein farbiges, muss man sagen. Oder? Und wir hatten einen ganz tollen Pfarrer, Alt Eschenbach, und der hat wirklich unglaublich gut Geschichten erzählen. Der hat also all die biblischen Sachen, hat er in spannende Geschichten gebracht. Das war wirklich für mich eine tolle erste Begegnung mit Religiosität, muss ich sagen. Dazu kommt noch, dass in der ersten Klasse meine Lehrerin eine Nonne war. Und auch die war für mich eindrücklich gewesen. Wir waren über 40 Kinder in der Klasse. Und sie hat irgendwie einfach gespürt, was wir brauchen. Es war wirklich eine wahnsinnig gütige und liebevolle Person gewesen. Und dann gibt es ja aber so ein bisschen wie zwei Wege. Es gibt quasi den konventionellen Kirchenweg und es gibt eben eher den mystischen Weg. Ja, also es ist dann natürlich tatsächlich später so gewesen, dass ich ich weiss nicht mehr genau, mit 16, 17 habe ich angefangen zu zweifeln an diesen Sachen. Ich muss vielleicht noch sagen, meine Eltern sind nicht wirklich religiös gewesen. Man ist in die Kirche, weil wir es halt so gemacht haben, oder? Und dann haben wir ja gezügelt nach Sempach. Und dann bin ich den Rest von der Schule, bin ich eigentlich in Sempach in die Schule. Und dort ist es so wie langsam abblättert. Ich weiss noch, dass ich das auch bedauert habe. Es ist wie eine Magie verschwunden aus meinem Leben. Und das hat auch tatsächlich eine schwere Krise ausgelöst in meiner Jugend. Wann habe ich angefangen zu lesen? Also ich habe dann tatsächlich Eckehart, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, also die Texte haben mich interessiert. Ich glaube, es war mehr die Institution, die mich dann mit der Zeit hat zweifeln. Mhm. Die Texte sind ja nicht ganz einfach zu verstehen. Nein, aber es hat gleich auch da, also es ist für mich eine geheimnisvolle Sache gewesen, muss ich sagen. Und hast du das Geheimnis selber ergründet oder hast du da irgendjemanden gehabt, der dich auch ein bisschen an der Hand genommen hat oder wo dir irgendwie Hinweise geben konnte, wie das, was zum Teil unter diesen Schichten von Symbolik versteckt ist? Nicht wirklich, nein. Aber ich glaube, ich habe als Kind so in einem gewissen Sinne auch vielleicht einen Zugang gehabt zu dem, so einen intuitiven. Ich habe zum Beispiel gemerkt, als meine Großmutter gestorben ist, obwohl ich gar nicht dabei war. Also ich habe so ein bisschen wahrscheinlich ein Sensorium gehabt. Und ich habe das vielleicht überhaupt nicht verstanden, aber es hat mich fasziniert. Und es war wahrscheinlich auch ein Versuch gewesen, mich quasi in dem Innen verweilen, eigentlich. Oder? Ja, das war eine frühe Beschäftigung gewesen. Und du hast vorhin gesagt, du hast angefangen zu lesen. Also hast du das auch irgendwie praktiziert? Das heißt, hast du irgendeine Art von Gebet praktiziert, das dich in mystische Zustände gebracht hat? Oder ist es eher eine kognitive Auseinandersetzung mit diesen Themen gewesen? Ich glaube, es war wirklich ein Lesen gewesen. Und ich bin viel
laufen, ich habe auch gezeichnet, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Und irgendwo ist es, glaube ich, immer ein bisschen wie, ich glaube, es war auch ein bisschen mein Geheimnis gewesen. Mhm. Weil alle anderen rundherum sind ein bisschen anders drauf gewesen, oder? Mhm. Einmal hat mich jemand gefragt: «Bist denn du nie so, weisst, an Konzert und all das Zeug?» Und ich habe das tatsächlich nicht so gemacht. Ich glaube, ich bin ein bisschen in meiner Jugend so ein bisschen anders drauf gewesen als die anderen. Ja. Aha. Aha. Und dann hast du dich entschieden, eine Ausbildung zu machen zur Primarlehrerin? Genau, das ist dann, also, das ist auch noch interessant gewesen. Dann ist, die Lehrerin, die wir hatten in der Sek, also ich bin Sek, die ist dann zu allen heim, zu allen Eltern heim, und wir hatten ein Gespräch gehabt und sie hat mir Kante angeraten. Und das habe ich aber nicht wollen. Und dann ist einfach die Variante Lehrerseminar ist dann, quasi das gewesen, Mhm. was dann noch gegangen ist. Und dann bin ich in das Lehrersemi und habe Äh, das glaube ich nicht unbedingt mit dem Berufsziel Lehrperson gemacht. Es ist eigentlich eine gute Wahl gewesen, weil man hat dort auch sehr, betont die musischen Mhm. Sachen. Und, für mich ist es gut gewesen. Das war eine gute Ausbildung gewesen. Und sind vielleicht noch ein Rückbezug auch zu dieser Nonne in der 1. Klasse, die hat mich neben jemanden gesetzt, der, behindert eine Behinderung hatte, eine Gehbehinderung, also zerebrale Lähmung, hat man damals gesagt. Und sie hat mir gesagt, ich werde mal, mit solchen Leuten arbeiten. Also, da bin ich 7 gewesen, oder? Und es ist auch interessant, dass ich nachher, nach dem Semi, eigentlich überhaupt kein Interesse hatte an der Schule. An der Schule wegen, ich habe das Gefühl gehabt, ich wollte diesen Kindern nicht eine Bewertung abgeben über ihre Leistung. Das hat mich wie abgestoßen. Mhm. Und dann bin ich, per Zufall, ich hatte einen Kollegen gehabt, der hat Puppentheater gespielt, und der hat dann im Gempen bei Solothurn, oben an Dornach, hat der, in einem Heim gearbeitet für autistische Kinder. Und dann bin ich dorthin, direkt nach dem Semi, obwohl ich nicht eine heilpädagogische Ausbildung hatte. Und das sind alles autistische Kinder gewesen. Das war sehr intensiv gewesen, sehr schwierig auch. Und aber für mich, ist das Richtige gewesen. Und von dort bin ich dann in die Heilpädagogische Schule von Kreuzlingen gekommen. Und das sind beides anthroposophische Schulen gewesen. Das Heim auf dem Gempen und auch die Schule in Kreuzlingen war von anthroposophischen Leuten geleitet gewesen. Mhm. Und das war für mich eine gute Möglichkeit gewesen, weil da gibt es in einem gewissen Sinn auch einen Zusammenhang mit dem Christentum, oder? Und Mhm. das hat mich dann schon auch sehr interessiert. Also eine gewisse Tiefe da ist und nicht einfach Ja, nur so das Rationale, sondern auch das Herz noch genau. dabei ist. Und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass die anthroposophischen, wie soll ich sagen, Schulen oder auch vor allem die Heilpädagogik sehr interessant ist und immer noch sehr, also ich habe das toll gefunden, muss ich sagen, was die gemacht haben Ja. mit diesen Kindern. Oder was wir dort haben können machen mit den Kindern. Aha. Ja. Und das hast du nachher gemacht über mehrere Jahre? Oder wie ist das? Ja, ich bin dann, also auf dem Gempen mit den autistischen Kindern bin ich nur 10 Monate gewesen. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich auf Kreuzlingen komme. Und dort bin ich dann 3 Jahre gewesen, in Mhm. der Heilpädagogischen Schule Kreuzlingen. Und irgendwann hast du dann Kind gehabt, geheiratet. Ja, Ist das noch eine Weile gegangen oder ist das schon ja, es bald hat drauf noch ein gekommen? Ist da noch etwas Relevanz dazwischen? es hat noch ein Zwischenspiel gegeben. Ich bin tatsächlich dann, weil wir haben mit diesen Kindern in Kreuzlingen, ist auch jemand gekommen und hat Heilrhythmie mit ihnen gemacht. Mhm. Und das hat mich auch ganz toll gedacht, weil ich habe gemerkt, wie die Kinder sich öffnen in dieser Bewegung. Und dann habe ich gefunden, hey, das interessiert mich, das mache ich auch. Und ich bin dann tatsächlich von Kreuzlingen weg nach Nürnberg und habe dort angefangen also Eurythmie zuerst, das ist die Grundlage, angefangen studieren, bis ich gemerkt habe, das ist, es ist von mir verlangt, dass ich das ausschliesslich mache. Mhm. Also ich habe dann auch, ich habe in einer WG gewohnt, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, toll, nach 4 Jahren Arbeiten eigentlich wieder so ein Studentinnenleben können zu führen. Und ich habe auch Theater gespielt, ich habe Yoga gemacht, Verschiedenes. Einfach
interessiert an allem Möglichen. Und dann bin ich zitiert worden und habe dann einfach gemerkt, wenn das ausschliesslich zu verstehen ist mit dieser Eurythmie, dann ist es nicht das, was ich suche. Also ich sehe jetzt von außen gerade den Grund auch nicht, wieso man das ausschließlich machen soll. Also haben Sie das Gefühl gehabt, die anderen Sachen Ja. halten dich ab, dort irgendwie tiefer zu kommen, oder? Ja, wahrscheinlich. Also sie haben das einfach nicht gewünscht. Ja. Oder? Und für mich ist das der Grund gewesen, dort zu gehen, abzubrechen nach 2 Jahren. Mhm. Und eben, du hast schon angesprochen, ich habe nachher einen zweiten Grund im Hintergrund ist noch gewesen, dass ich dort in dieser Zeit meinen Mann, zukünftigen Mann kennengelernt habe. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich ist es jetzt Zeit für eine Familie, wenn das gelingt, oder? Mhm. Und dann bin ich eigentlich gern zurück in die Schweiz. Und dann ist das mit der Familienphase gekommen. Genau. Und das war dann, wo glaub, dein jüngerer Sohn im Kinski war, wo du entschieden hast, dass du Philosophie und Religion studierst. Genau. Ist das auch wieder so, dass der Samen, der von diesen Nonnen gesetzt war, wieder vorgekommen? Ja, das war einfach schon ein Interesse gewesen. Ich muss vielleicht sagen, ich habe natürlich auch da ganz viele Sachen gelesen. Oder? Mhm. Es war wirklich eine Zeit gewesen, auch zu Kreuzlingen. Ich habe zum Beispiel Jean Gebser gelesen. Ich weiss nicht, ob man das jetzt noch kennt. Das ist Ich so eine, nicht. Aber ja, Jean Gebser oder dann später Fridtjof Capra. Mich hat es interessiert, so eine Art historischen auch, oder wie ist das Bewusstsein entstanden? Oder wie ist überhaupt unsere Kultur entstanden? Das sind alles Fragen, die mich wahnsinnig interessiert haben. Ja. Also ich habe dort, bevor ich angefangen habe zu studieren, eigentlich schon ziemlich viel in das reingelassen, ja. Mhm. Und da bin ich auch, das ist meistens, das ist noch interessant, ich habe mich ein bisschen vorbereitet jetzt auf das Gespräch und auch so ein bisschen geschaut, was ist alles gewesen. Ist noch toll, dass man mal zurückschauen kann, Ja. wie das alles auseinander entstanden ist. Es ist meistens sind's Begegnungen gewesen, wo, oder? Ich habe zum Beispiel bei irgendwie so Luzern am Meer gewesen, und dann kommt ein alter Kollege vom Semi und hat erzählt, er hat jetzt da gerade studiert an der Uni. Und ich habe gesagt, was, an der Uni wo in Zürich? Oder? Und er hat gesagt, nein, in Luzern, oder? Und ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe gemeint, man kann nur Theologie studieren in Luzern. Ja. Das war meine, oder, unbedarfte Meinung gewesen. Ich habe gesagt, nein, Philosophie, und es gibt auch noch Religionswissenschaft und Geschichte. Und ich dachte, wie, super, das mache ich doch. Und dann habe ich aber tatsächlich gewartet, bis der jüngere Sohn im Kindergarten war. Also ich war 10 Jahre mit dem Kind daheim. Und wie war das nachher, ein Studium anzufangen? Also wahrscheinlich bist du schon ein bisschen älter gewesen als die meisten anderen Ja, Studierenden. genau. Das ist wahrscheinlich mal das eine. Und das andere ist, wenn man 2 Kinder daheim hat, kann man dann auch nicht mehr an jede Studentenparty. Genau. Also ich habe zuerst viel aufs Sekretariat und habe gefragt, ja, ich würde eigentlich gerne anfangen zu studieren, regulär. Und habe genau die Frage gehabt, bin ich jetzt nicht zu alt, oder? Ich war nicht mehr 20 gewesen. Dann gesagt, nein, das ist kein Problem. Dann habe ich gefunden, ja, okay. Und die andere Frage, die du hast, ist tatsächlich eine. Ich habe wirklich am Anfang meine Vorlesungen so eingerichtet, dass ich dann gegangen bin, wenn meine Kinder auch im Kindi und in der Schule waren. Und ich musste vor allem für einen jüngeren Sohn daheim sein, wenn er heimgekommen ist. Mhm. Er hat es gar nicht geschätzt, wenn da niemand rum war. Aber es ist tiptop gegangen. Ich meine, ich bin mit dem Velo 5 Minuten habe ich gehabt, bis dorthin. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe auch nicht studiert mit dem Ziel, irgendeinen Beruf daraus zu machen. Mich hat es einfach interessiert. Mhm. Das heisst, hast du auch locker quasi angehen, oder? Ja. Und ich nehme an, damals war es auch noch nicht so, so strukturiert gewesen nach dem Bologna-System, wie das Nein. heute ist, sondern Sehr offen. so, wie ich auch noch studiert habe, sehr offen, Sehr genau, wo man offen, sich genau. sehr selber zusammenstellen kann. Genau, das wäre sonst nicht gegangen. Oder? Ich konnte wirklich schauen, welche Vorlesung passe zeitlich und was interessiert mich. Mhm. Und ich habe dann mich entschieden, das hat man zu Luzern kennen, weil es nicht so viele Fächer gab. Ich habe Philosophie doppelt beleidigt, im Hauptfach und im ersten Nebenfach. Und im zweiten Nebenfach Religionswissenschaft. Das war für mich die optimale Kombination gewesen. Und wie hat das funktioniert bei Philosophie? Ich habe Geschichte studiert, dort hat man irgendwie mindestens etwas machen aus dem Altertum, etwas aus dem Mittelalter, etwas aus der Neuzeit, und dann hat man auch immer noch etwas Zweites gemacht, und das war dann so ein bisschen Vertiefung gewesen. Auf was hast du dich in der Philosophie quasi so ein bisschen gestürzt, oder was sind deine Schwerpunkte gewesen? Wenn du sagst, es hat dich so die grossen Fragen nach dem Geist interessiert, das andere ist mehr das Spirituelle, dann nimmt es mich Wunder. Also
Luzern ist, wie gesagt, eine kleine Uni und das hat auch bedeutet, man musste nehmen, was es hat. Oder? Es hat nicht alles gegeben. Es ist nicht wie in Zürich oder in Freiburg. Und es ist aber erstaunlich breit gewesen, was man hat können. Also das Angebot ist recht breit gewesen, weil es hat immer auch jedes Semester Gastdozenten gehabt, Dozentinnen. Also es ist wirklich ein sehr wie soll ich sagen, ein vielfältiges Angebot gewesen. Und man hat dann eigentlich meistens dann geschaut, was kommt an Gastleuten und hat durch das eigentlich einen sehr breiten Einblick gehabt in alles. Also ich habe mich nicht auf irgendeine Spezialität, Spezialaspekt konzentriert während dem Studium. Ich habe aber schon, das Interesse ist schon tatsächlich, ich habe sehr gerne Platon gelesen, die Vorsokratik. Auch pythagoreische Harmonik, das habe ich eigentlich schon vor dem Studium. Das ist dann auch noch, das war noch eine vorherige Phase gewesen. Da hat es so eine freie pädagogische Akademie, hat das geheißen. Da bin ich von Kreuzlingen aus, haben wir auf Hausen am Albis. Und dort haben sich so ein paar Eingeschworene getroffen. Und man hat zum Beispiel ein Monochord gebaut. Ui. Und man hat dann mit einem Herr aus St. Gallen, wo ich jetzt leider den Namen nicht mehr weiss, schon ein älterer Herr gsi, haben wir die Harmonie am Mundi studiert, oder? Er hat uns da erzählt, dass die Sterne nach diesen Proportionen laufen, dass Kathedralen, griechische Tempel nach diesen harmonikalen Regeln gebaut sind. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Die Thematik, oder? Und das ist dann im Studium, hat man das ja dann können quasi wie nochmal anschauen, oder? Also die Sachen kommen jetzt alle, kann man auch Texte finden zu dem. Ja. Und das andere ist die Religionswissenschaft. Das hat mich auch interessiert, aber dort habe ich gemerkt, ich will das nicht nur theoretisch. Ich bin jetzt erst mal im Buddhismus begegnet, so theoretisch. Oder auch natürlich in der christlichen Mystik, all dem, dann ist mir dann auf der theoretischen Ebene ist mir das vorgestellt worden, aber ich habe gemerkt, hey, darüber nachzudenken ist das eine, aber das zu erfahren ist noch etwas anderes. Und in welcher Zeit war das so gewesen? Also jahrmässig? Einfach so Handgelenk mal. Aha, bin ich etwa ab 35 Jahren studiert, ja. Aber meine, weißt du, ist das irgendwie Mitte 80er, 80er, 90er also ich habe abgeschlossen, habe ich kurz vor der Jahrtausendwende dann das Studium. Und ich habe, welches Jahr habe ich studiert? Also das Internet hat es dort schon gegeben, dann so ein bisschen. Es hat angefangen. Das war ja so ein bisschen dort gewesen, so Mitte 90er Jahre, wo ich das Gefühl hatte, der Buddhismus ist wie nochmal so ein bisschen eine Popularitätswelle in den Westen gekommen. Der Film Little Buddha war irgendwie gross gewesen, ich glaube so auch Mitte 90er Jahre, wenn ich das recht erinnere. Ja. Das Internet hat es, ich weiss noch, meine erste Arbeit habe ich noch mit einer Schreibmaschine geschrieben. Okay. Ich glaube, das erste, zweite Semester ist noch nichts mit Internet gewesen und auch nicht mit Computer. Ja. Genau. Genau. Und dann habe ich während dem Studium, glaube ich, bin ich das erste Mal in eine Meditation, und zwar war das eine Zen-Meditation gewesen. Es hat ja nichts gegeben, null, oder? Ja. So, asiatische Sachen hat es. Darum eben so ein bisschen meine Frage nach der Zeit. Ja, es ist jetzt noch Ende 80er, Anfangs 90er, so ist das gewesen. Ja. Genau, da bin ich in eine Zen-Meditation in Mürzenbach, das ist ein Vorort oder ein Quartier von Luzern. Hat jemand in einer Wohnung ein kleines Zendo eingerichtet gehabt. Nach Deshimaru, das ist sehr eine strenge, so mit dem Holzschwert und so. Und dort bin ich dann einmal in der Woche gegangen, oder? Ohne viel zu wissen. Einfach interessiert. Und wenn du sagst, ohne viel zu wissen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, bei Zen ist es auch noch also du hast jetzt gesagt, sehr streng und häufig auch ein bisschen so, dass man einfach sitzt und sehr wenig Anleitung dann auch hat. Also es hängt, glaube ich, schon auch sehr vom Lehrer ab. Vermutlich auch in der Deshimaru-Linie hängt es wieder von der Lehrenden ab, wer verwünscht ist. Aber so Zen allgemein... Sehr streng. Streng und wenig Anleitung, oder? Ja, keine Anleitung. Ich kann mich nicht an eine Anleitung erinnern. Und was hat das gemacht mit dir? Es war seltsam, es war ein bisschen befremdlich für mich und es ist mir auch
wie soll ich jetzt sagen, zu streng gewesen, im Sinn von, es hat so strenge Formen gehabt. Und ich habe gemerkt, ich bin dann, ich glaube, maximal ein Jahr gegangen. Aber Aber es ist doch, es ein ist die Jahr erste ist nicht Begegnung nichts. gewesen. Ja, 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 ja. Nein, es ist sicher interessant gewesen und es ist für mich wichtig gewesen, das auch praktisch ähm, können zu erleben, oder? Nicht nur theoretisch in der Vorlesung. Und was hast du denn praktisch erlebt? Das Stillsitzen, ich bin das erste Mal so in dieser Haltung still gewesen, man schaut gegen die Wand. Eine gewisse Verlorenheit, glaube ich. Aber so ganz genau kann ich mich nicht erinnern. Ich habe einfach gemerkt, es ist nicht noch nicht oder nicht ganz das, was ich suche. Mhm. Und das Entscheidende war dann, ich habe dir ja schon gesagt, ich bin in eine Familie eingeraten, wo 2 von meinen Schwägern, eine Schwägerin und ein Schwager, ganz früh schon angefangen haben, nach Asien zu reisen und im Theravada eigentlich daheim sind, bis heute. Mhm. Und die haben ganz strenge Retreats und die machen das bis heute, also bis zu einem halben Jahr. Und durch sie habe ich dann eigentlich das erste Mal Kontakt gehabt mit dem Theravada. Und zwar in dem Haus der Besinnung in Dicken. Da ist damals schon ein älterer Mönch, Revata Dhamma hat er geheissen. Ich weiss nicht, vielleicht bist du ihm auch schon begegnet. Ja, der Name, Ja. ja. Und er hat Abhidhamma gelehrt. Wir sind dort, gefühlt war das eine Woche gewesen, vielleicht war es auch nur ein Wochenende gewesen, das weiss ich nicht mehr. Kannst du vielleicht schnell sagen, was Abhidhamma ist? Weil das wissen wahrscheinlich Ja, viele Zuhörende nicht. das ist so eine Grundlagenschrift eigentlich vom Theravada. Eigentlich eine total kondensierte Fassung von, was der Weg alles beinhaltet, vom Anfang bis am Ende, mit all diesen Listen, es gibt ja ganz viele Listen, und sehr kryptisch, sehr rätselhaft. Wenn man es nicht kennt, oder der Einstieg ist quasi sehr steil gewesen damals für mich. Ich habe gemerkt, ich habe null verstanden, und zwar nicht nur vom Inhalt, sondern auch, weil er ist ja ein asiatischer Mönch gewesen. Mhm. Er hat Englisch geredet, aber sein Englisch ist ganz schwer verständlich gewesen. Also das war eine ganz spezielle Situation gewesen. Wir sind vielleicht 10 Leute gewesen, die dem zugelassen haben. Aber was er gemacht hat, er hat jeden Abend eine Metta-Meditation gemacht, in meiner Erinnerung. Und das hat mich tief berührt. Das ist wirklich für mich so das ist, glaube ich, der Punkt gewesen, oder? Dass er uns etwas vorgelebt hat. Eigentlich nicht das, was er erzählt hat. Für das bin ich gar nicht fähig gewesen, das aufzunehmen, intellektuell. Aber seine Ausstrahlung hat mich unglaublich beeindruckt. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist früher gerade so im Haus der Besinnung und dort so bei diesen frühen Buddhisten in der Schweiz zum Teil schon noch ein bisschen so gewesen, dass man gesagt hat, man muss auch gar nicht meditieren, man muss vor allem die Schriften lesen und verstehen, oder? Und die sind natürlich dann schon, also eben wie du gesagt hast, Abhidhamma ist kryptisch, ist ziemlich hardcore zum einfach lesen. Ja. Ja. Aber ich habe es dann später schon noch nachgeholt oder müssen nachholen. Oder das Aha. ist schon, aber das wirklich ein grosses Rätsel und grosse Berührung. Also das ist so quasi mein erster Eindruck von dem. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Die philosophische Schiene ist vielleicht noch interessant. Du Ja. hast ja dann eben so ein bisschen zu diesen Gründungsleuten von diesen philosophischen Praxen gehört. Kannst du vielleicht sagen, was ist eine philosophische Praxis? Ja, Was bietet die? Was macht die? Und wie bist du zu dem gekommen? also eben, das war einmal das Studium gewesen, und dann hat es wieder den Zufall wollen, dass ich irgendwie in jemanden eingelaufen bin nach dem Studium. Ich hatte ja das Glück, das muss ich vielleicht auch noch erzählen, ich hatte das Glück gehabt, direkt nach dem Studium gehen, unterrichten. Mhm. Ich hatte das eigentlich nicht als Ziel Am gehabt. Gimmi. Am Zimmersee am Gymnasium zuerst stellvertretend und nachher an der Kantonsschule Alpengehen Luzern, ja, habe ich eine Stelle gehabt. Und das war wunderbar gewesen. Also das habe ich unglaublich gerne gemacht. Es ist wirklich ein unglaublich schönes Alter zum Philosophieren. Und die Schüler Zwischen haben es 17, gerne. 18, solche Fragen interessieren die. Okay. Oder? Es hat ganz wenige gehabt. Natürlich Zimmer, oder, die finden, hey, was sollen wir da?
mit Philosophie, oder? Also du sagst, es ist ein dankbares Fach zum Unterrichten, weil sonst ich denke immer so, bei Mathe hast du mindestens 50%, die es ganz schlimm finden, bei der Sprache sind es die anderen 50%. Das ist nicht einfach als Gymnasiallehrerin. Ja, ich weiss nicht. Also ich habe es gerne gemacht und das heisst, es ist, glaube ich, schon eine gute Sache gewesen. Und ich habe auch gewisse Kontakte immer noch mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Das finde ich auch noch schön. Mhm. Ja, das war sehr gut gewesen. Aber was ist jetzt deine Frage? Meine Frage war wegen der philosophischen Praxis und du hast gesagt, es sei dann ein Zufall gewesen, weil dir jemand begegnet ist. Genau, das ist ja so in der in dem Übergang zum 21. Jahrhundert, in dieser Zeit ist das gewesen. Ich habe den Abschluss 99, glaube ich, gemacht. Und da bin ich jemanden eingelaufen und da haben wir irgendwie ist das Thema philosophische Praxis aufgekommen. Das ist, in Deutschland hat das jemand sehr schmal gemacht, aber eigentlich ist der Ursprung ja in Paris, oder? In dem Café des Phares, glaube ich, haben sich Leute zufällig getroffen und irgendwann hat man angefangen philosophieren miteinander. Und aus dem sind dann Café Philo entstanden eigentlich. Aber die philosophische Praxis ist dann nachher noch eine andere Kategorie. Dort versucht man ja, oder hat man damals versucht, der Hype ist schon ein bisschen vorbei wieder, eigentlich so etwas zu machen wie einen Gesprächsraum für alles, oder? Wir haben dann auch Lesegruppen gemacht zu bestimmten Themen. Wir haben auch eine Art philosophieren. Wir können mit einer Frage kommen, privat oder eben in dem grösseren Rahmen mit der Café Philo, mit den Öffentlichen. Das ist alles im Rahmen von dieser philosophischen Praxis gelaufen. Und ist das mehr, wie soll ich sagen, zur Unterhaltung und aus der Freude an der Beschäftigung mit diesen Themen? Oder hat es so fast wie eine psychotherapeutische Praxis, irgendwie Lebenshilfe Hintergrund? Nein, das hat man betonen. Das ist keine Therapie, oder? Wir sind keine Psychologen, wir haben keine therapeutische Ausbildung. Nein, es ist wirklich wirklich ums Gespräch gegangen, ums philosophische Gespräch. Man könnte vielleicht sagen, sokratischen Sinn. Man hat eine Frage, man geht der nach und schaut, ob man irgendwie ein Argument findet, eine Lösung findet, eine Antwort findet, ein Wort findet, oder? Also, vor allem im grossen Rahmen, im Café Philo, muss ich sagen, ich finde es eigentlich schade, gibt es das nicht mehr. Weil es ist eine Art, es sind ja sehr viele Leute gekommen, von Anfang an. Ja, erzähl mal, wie hat denn das funktioniert? Also dann hast du da einen Kaffee mit, weiß ich nicht, 50 Leuten drin? Ja, wir haben das Glück gehabt, wir haben wirklich sofort einen Ort gehabt, das ist das damals Gefängnis, ehemaliges Gefängnis, wo jetzt ein Hotel ist. Das hatte so einen Raum gehabt, der ein bisschen war wie eine Höhle, so quasi unterirdisch mit einem Oblicht, oder? Also wunderbar geschützter Raum, oder? Ja. Und da haben wir gratis bekommen. Und einfach Getränk natürlich, die Leute, die dann gekommen sind, haben ja auch ein Getränk gehabt. Und das Verfahren war so, dass wir zuerst eine Runde gemacht haben mit Fragen. Was sind für Fragen jetzt gerade im Raum? Bei allen? Ja, und dann hat man das auf einen Flipchart geschrieben, so. Alle Fragen, bis zu 10. Wir haben einfach nicht maximal 10 Fragen auf dieser Flipchart, oder? Und nachher hat man geschaut, was ist denn die Motivation oder die Frage, warum willst du das fragen? Und dann hat man quasi ein bisschen Argumentarium gehabt, um zu schauen, welche Frage würde mich jetzt persönlich interessieren, oder? Und dann hat man das abgestimmt, also Frage für Frage geschaut, wer interessiert sich für das, und das Thema, das dann die Mehrheit hatte, hat man dann diskutiert. Also man hat sich eigentlich als Leiterin und Leiter von einem so einem Gespräch nicht vorbereiten thematisch. Oder? Das war wirklich ein Abenteuer gewesen. Aber es war unglaublich spannend gewesen, zu schauen, wie so ein Lösungsweg geht und was für Argumente. Man hat natürlich auch gewusst, die Leute müssen ein bisschen zurückbinden manchmal. Oder? Es gibt ja Menschen... Also dann alle können mitreden? Alle, aber nur die das Mikrofon haben, dürfen etwas sagen. Ja. Oder? Also das war eigentlich eine gute Sache gewesen. Also man hat dann nicht... Es ist nicht kein Zwischenruf? Nein, ja, hat es schon auch gegeben. Mal. Aber der Prozess war wahnsinnig spannend gewesen. Und es ist immer 2 Stunden, oder? Etwa 20 Minuten Themenfindung, nachher
Gespräch. Und am Schluss nochmal ein Fazit. Magst du dich noch erinnern, so an irgendeine Frage, die dir besonders geblieben ist oder besonders beeindruckend war? Es kommt mir gerade etwas in den Sinn, das vielleicht ein bisschen lustig ist. Wir haben ja auch immer Leute gefragt, also wir haben das nicht immer selber geleitet, oder? Der Hans Sahner ist zu uns gekommen. Und andere bekanntere Leute in dieser Szene haben wir angefragt. Und dann, je nachdem, wer kam, hat es natürlich auch mehr oder weniger Leute gehabt, das muss man auch sagen. Und einmal war es tatsächlich eine ehemalige Nonne gewesen. Und bei ihr ist ausgerechnet das Thema gewählt worden: Warum sollen Frauen die Haare an den Beinen rasieren? Und sie war ganz konsterniert zuerst und haben gesagt, ja, das müssen wir jetzt machen, oder? Wir helfen, oder? Und das ist so ein spannendes Gespräch geworden über Frauenbilder, über einen männlichen Blick, über Anpassung und so weiter. Also es ist ein total spannendes Gespräch geworden. Aber ist denn das so gewesen, also wenn sie quasi gekommen ist, oder auch ein Hans Sanner, dann hat man primär mit ihm, ist man in Dialog, oder ist der Dialog auch zwischen den Leuten gewesen, die da waren? Auch zwischen den Leuten. Das ist eigentlich, gut, der Hans Sahner hat schon so ein bisschen Tendenz gehabt, so ein bisschen Wenn er schon dort ist. Ja. Genau. Und die Leute haben das auch geschätzt. Aber je nachdem, wer das moderiert hat, hat das ein sehr intensives auch Gespräch untereinander werden. Oder? Ja. Hat jemand etwas These gehabt und man hat dann geschaut, was finden die anderen dazu. Dann Also hat die Nonne hat auch nicht unbedingt müssen jetzt irgendeine Position verteidigen Nein. oder einnehmen oder Nein. irgendetwas. Nein. Und man hätte auch können sagen, zu dem Thema bin ich jetzt nicht zuständig. Oder? Also wenn es ein technisches Thema oder ein spezifisches Thema, wo man wirklich keine Ahnung hat. Aber das mit den Haaren, das ist ja etwas, was alle haben. Oder? Das ist wirklich... Ja, aber es hat natürlich auch Fragen gehabt, was ist der Sinn vom Leben? Ganz grundsätzlich. Das hat man sicher dann gut können erörtern in 20 Minuten, oder? Ja, vor allem. Abschliessend. Nein, und das ist eben auch noch das Schöne, dass man am Schluss ja nie auf eine Lösung gekommen ist. Nie, oder? Es ist wirklich immer so gewesen, wir haben jetzt das und das und das und das Argument gehört und wir haben gesehen, es lässt sich Verschiedenes denken, oder? Und alles hat in einem gewissen Sinn, wenn man es von dieser Seite anschaut, eine gewisse Berechtigung. Also mich hat das wahnsinnig spannend gedacht. Aha. Ja. Und wir haben es dann, wo wir aufgehört haben, also ich und der Kollege, wir haben es miteinander gemacht, haben wir es übergeben. Und das ist dann noch ein Zeitchen weitergegangen, aber jetzt gibt es glaube ich nicht mehr. Aber was wir gemerkt haben, dass es ein paar private Ableger gegeben hat. Also es Leute daheim so eine ja, so eine Art Kaffee viel weitermachen Ich privat. kenne so einen Ableger, ja. Ja, gell? Ja, Es hat sich quasi vermehrt unterirdisch, oder? genau. Ja, das ist eine Gruppe, die sich trifft, also Ja. bei 10 Leuten. Und es Ja, funktioniert genauso, wie du jetzt erzählt Genau, hast. nein, es ist total spannend. Und es ist ein freier Raum. Es ist nicht politisch, es ist nicht religiös. Oder es ist wirklich ein freier Gesprächsraum, wo alle Zugang haben. Das finde ich wahnsinnig wertvoll. Ja. Ist es dann manchmal politisch oder religiös geworden? Also hat es auch so Situationen gegeben, wo man irgendwie dann ein bisschen müssen schauen, dass man die Kurve neu bekommt? Ja, hat man müssen. Genau. Man hat immer müssen darauf pochen, was ist das Argument, wie kannst du es begründen, oder? Weil eben Politik und Religion, das sind die Sachen, wo man sich gut kann in die Haare geraten, oder? Ja. Aber es ist nie zu einem Streit ausgeartet. Ich habe es auch mit den SchülerInnen einmal gemacht. Mhm. In der Klasse, die haben das geliebt. Und was sind dort ähnliche Fragen gekommen, oder sind es ganz andere Sachen, die irgendwie dort bewegt haben? Ich habe die Schülerinnen in den letzten 2 Jahren oder im letzten Jahr vor der Matura gehabt und es sind natürlich oft auch Fragen von Lebensführung bei den Schülerinnen und Schülern, Fragen von Berufswahl, solche Fragen sind das schon. Oder ich hatte auch Sport- und Musikklasse gehabt. Dann war die Frage zum Beispiel, was hat das Leben in einem so einem speziellen Rahmen, was ist das für ein Leben, wenn ich als Berufssportler oder Berufsmusikerin ein Leben dann anstrebe, was bedeutet das und will ich das überhaupt? Mhm. Oder? Also so wirklich Fragen, die sie ganz direkt angegangen sind. Mhm. Und das ist schon sehr, es hat auch sehr persönlich werden. Mhm.
Mhm. Du hast vorher gesagt, du seist über deine Familie das erste Mal mit Theravada-Buddhismus und dieser Meditation in Kontakt gekommen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, etwas, was dich aber dann wahnsinnig zu einer Vertiefung von der Meditation geführt hat, ist ein Schicksalsschlag, nämlich der frühe Tod von deinem Mhm. ersten Mann. Mhm. Magst du erzählen, was passiert ist, respektive einfach, was es nachher bei dir ausgelöst hat? Ja, also ich habe natürlich die Begegnung mit dem Schwager, der Schwägerin schon lange vorher gehabt. Ich Ja, bin auch die Begegnung mit dem Revata Dhamma, das war noch während der vorher, ja. Lebzeit. Ich habe gemerkt, das interessiert mich sehr, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich kann jetzt nicht weg, oder? Also ich habe gewusst von ihnen, von diesen zwei Schwager und Schwägerin, dass das zum Teil monatelange Retreats sind, oder? Und das hätte ich unmöglich können. Und das ist so ein bisschen ein Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, das kann ich eigentlich habe ich erst da können angehen, wo er nicht mehr war. Nicht weil er da dagegen gewesen wäre, überhaupt nicht. Er hat zum Beispiel das unglaublich unterstützt, dass ich bin studieren. Und es war auch spannend gewesen mit ihm. Er ist Lehrer für bildnerisches Gestalten gewesen und wir haben Abend vor Abend Diskussionen gehabt über all die Themen, die ich dann in der Uni kennengelernt habe. Das war wirklich spannend gewesen. Aber das Meditieren ist nochmal eine andere Dimension. Ich habe das Gefühl, das ist sehr zeitintensiv und man muss so ein bisschen wie auch die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Und das habe ich wenig können vereinbaren mit der Familie. Und er ist da schon krank gewesen, oder es ist 5 Jahre gegangen, bis er gestorben ist. Und das wäre nicht gegangen, da noch quasi Ja, meditieren, monatelang oder wochenlang. Genau. Und als er dann gestorben war, in dem Sommer, das weiss ich noch, meine Buben sind in die Pfadi und sind auch sonst schon so Pubertierende gewesen. Da habe ich mir das vorgenommen, jetzt wollte ich schauen, was es alles gibt. Und ich bin nicht direkt ins Theravada nur, sondern ich bin nochmal in ein Zen-Retreat im Sesshin im Lassalle-Haus. So christliche hätte auch auch eine gute Verbindung können hat sein, wenn man jetzt deine hat mich Geschichte gehört hat. hat Ja. mich interessiert, ja. Und ich bin in ein hinduistisches, ja, was ist das? Kann man nicht sagen, ein Retreat. Das sind so Belehrungen gewesen, auch etwa eine Woche. Also eine Woche Sesshin, eine Woche das und dann bin ich noch 2 Wochen nach Italien, in ein Theravada, also in ein Vipassana Retreat. Und das ist dann eigentlich das gewesen, was ich weitergemacht habe. Das ist damals schon der Sayadaw Vivekananda gewesen, der das geführt hat. Damals noch, ich glaube, es war fast eines von seinen ersten Retreats in Europa gewesen, obwohl er selber ein Deutscher ist. Und das ist für mich eine Wahnsinnserfahrung gewesen. 14 Tage einfach so, oder? Ich meine, du kennst das ist eine Stunde sitzen, eine Stunde laufen, vom Morgen um 5 Uhr bis am Abend um 10 Uhr, oder? Das ist einfach ziemlich heftig. Ich möchte nachher gerne tiefer darauf einsteigen, was du dort erlebt hast, aber vielleicht noch, was hat dich nicht im Lassalle-Haus und was hat dich nicht im Hinduismus gehalten? Ich glaube, das Hinduistische war mir zu fremd gewesen, irgendwie. Ich habe einfach gemerkt, ich habe dort nicht so einen Zugang. Mhm. Und im Lassalle-Haus hat mich tatsächlich die Kombination von Zen und Christlichem habe ich wie nicht, ist für mich nicht gegangen. Ist vielleicht an der Person gelegen gewesen. Es ist dann auch die Idee gewesen, dass man am Morgen in eine Frühmesse geht und nachher meditiert. Und ich habe gemerkt, das geht für mich wie nicht zusammen. Mhm. Ich hatte dort so einen gewissen Widerstand gehabt. Mhm. Aber ich bin froh, habe ich es gemacht. Also ich habe es kennengelernt, oder? Es ist nicht... Aber ich finde es noch spannend, also wenn du sagst, du hast dort gesehen, es geht für dich nicht zusammen, hast du dich dann gefühlt vom Christentum entfernt gehabt in dieser Zeit? Also zwischen Ja. dieser frühen, rechte Nähe hast du ja beschrieben, auch mit Kirche, mit christlicher Mystik. Hast du dich ein bisschen entfernt von dem? Du hast ja gesagt, es war dann mehr das Mystische gewesen, weil du mit der Institution zunehmend Mühe bekommen hast. Ja, also ich bin eigentlich nicht mit Kirche. Mhm.
So ab 17, 18 ist das nicht mehr gegangen. Also die Institution hat mich nicht mehr angesprochen. Und es ist natürlich auch eine Glaubenskrise gewesen. Es ist Mhm. wirklich die Frage gewesen, was ist das, oder? Es ist so ein bisschen wie, es ist auch so eine, ich meine, Johannes vom Kreuz redet von der dunklen Nacht, oder? Also das ist schon äh, ähm, tatsächlich eine innerliche auch Krise gewesen in dieser Zeit. Und, aber ich bin nicht, wie soll ich sagen, mich hat es nicht äh, äh, abgestoßen im Sinn von, weisst, ich sehe schon, was die Kirche alles und was die Religion alles auch an kulturellen ähm, Schätzen und Kostbarkeiten gebracht hat. Das ist überhaupt nichts, oder? Das ist wahnsinnig, dass Mhm. man das anschaut. In der Musik, in der bildenden Kunst und auch eigentlich als Ritual, oder? Aber ich habe zum Beispiel Eckhart gelesen und wenn man Eckhart liest, er ist ja dann als Ketzer. Ich verstehe es, oder? Ich meine, Ja. hat der Kanon, der da predigt worden ist, mit Sündhaftigkeit und all dem, das ist bei ihm nicht mehr das Thema gewesen. Und das ist vielleicht das im Lassalhaus auch. Ich hatte ein Einzelgespräch mit dem, der das geleitet hat. Er war Priester selber und er hat so von Schuld geredet und von Sündenart. Und ich habe wie gemerkt, ich glaube nicht. Mhm. Ja, Und dann eben 2 Wochen seien da Vivekananda. ja, Er ist ein deutscher Mönch in der Theravada-Tradition, der aber schon sehr lange in Lumbini, das ist der Geburtsort vom Buddha, dort ein Kloster-Meditationszentrum leitet. Und so, ich habe auch schon Retreats gemacht bei ihm, eben nur online, wegen Pandemie und so. Ähm, aber er ist schon auch sehr traditionell unterwegs. Also wenn man so das westliche Vipassana kennt, wo da in vielen Zentren gelehrt wird, dann kommt man bei ihm schon einmal wie so etwas anderes auch noch mit über. Eben, es geht dann auch um den Kommentar und den Subkommentar zum Kommentar. Und eben Abhidhamma haben wir vorher angesprochen, da ist er natürlich extrem bewandert. Was hast du in diesen 2 Wochen Retreat erlebt? ja, also es ist eine unglaubliche Situation gewesen, weil wir sind das Zweite im Retreat gewesen. Nur. Es hat 2 Nonnen gehabt, Aha. die noch dabei waren, also aus buddhistischen Nonnen. Er plus noch 2. Also ich bin ich bin nicht gar nicht sicher. Ich glaube, vorher ist wahrscheinlich der U Pandita noch dort gsi. Das ist nicht in Piandye Daiichi-Liuchi gsi, sondern ein weiter südlicher Also der in der Nähe. Upandita, einfach auch für alle, die es nicht wissen, es gibt so eine Linie, burmesische Linie, Genau, Mahasi Sayadaw und dann der Sayadaw Upandita ist sein Nachfolger gewesen und der genau. Vivekananda ist jetzt einer der Nachfolger Genau, er vom ist genau in Pandita. dieser Linie. Und durch das haben wir einfach können stundenlang Fragen gefühlt. Ich kann mich erinnern, dass ich so viele Fragen hatte. Und ich kann mich auch erinnern, er sagt, ich glaube nicht, oder? Oder? Er hat gesagt, das ist genau richtig, man muss nicht glauben, du musst es erfahren, oder? Und ich meine, es war unglaublich intensiv gewesen. Ich habe natürlich, wie auch wahrscheinlich die meisten, nach 3, 4 Tagen Schmerzen gehabt, von unten bis oben im Körper, oder? Und w wirklich, es war hart gewesen. Mhm. Aber ich bin noch relativ jung gewesen, ich habe das mögen durchhalten, oder? Und es hat etwas gemacht mit mir. Also, es ist wirklich, ähm, vorher, nachher. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin heimgekommen. Bevor ich gegangen bin, bin ich so 10 durch die Stadt gelaufen und bin so an einem Schaufenster vorbeigekommen und habe gedacht, wenn ich zurückkomme, gehe ich in den Laden, weil dort habe ich etwas gesehen, was mir gefallen hat. So eine Bluse. Und ich bin heimgekommen und bin durch die Stadt gelaufen und sie ist immer noch dort gewesen, nach 2 Wochen. Null Interesse mehr. Also es ist wirklich, habe ich gemerkt, hey, da ist etwas passiert. Es hat wie ähm, ein Shift gegeben im ganzen Rausschauen in die Welt. Natürlich ist es dann wieder verschwunden, ein bisschen, oder? Aber es ist für mich also grundstürzend gewesen, tatsächlich. Also das Haarwillen ist so ein bisschen Das weggefallen ist in völlig Bezug auf weg die gewesen. Bluse. Was hat sich sonst noch verändert? Ähm, eine andere Wachheit, glaube ich.
oder auch ein anderes Wahrnehmen. Also es ist wirklich, ähm, es ist schwer zu beschreiben, man kann es eben eigentlich nicht beschreiben. Es ist wie wenn man eine Art in einer anderen Art in die Welt schaut. Und das ist geblieben. Nein, das ist nicht etwas, wo, also natürlich als Erfahrung, als Erinnerung, oder? Mhm. Und ich glaube, eine Erfahrung ist tatsächlich etwas, wo wie eine Art Schatz ist, den man mit sich trägt, oder? Also ein Geschenk eigentlich. So, Mhm. ja. Aber es hat auf jeden Fall mich dazu gebracht, das dann gründlich zu verfolgen. Und das habe ich dann eigentlich in der weiteren Zeit gemacht. Und was hast du da gemacht? Was hast du für Begegnungen gehabt, auch in dieser Zeit? Mit wem? Und Ja, also ich bin dann ein paar Mal, ich habe dort angefangen tatsächlich auf Italien gehen, nach Pian dei Ciliegi. Ich bin eigentlich jedes Retreat, wo der Sayadaw Vivekananda gekommen ist nach Europa, bin ich gegangen, eine Zeit lang. Ich bin auch in Beatenberg, das hat mich auch interessiert, oder? Vorher habe ich das gar nicht gekannt, und gesehen, es gibt den Beatenberg. Und ich habe dann schon gemerkt, es ist ein anderer Stil, es ist ein bisschen weniger tough, sagen wir mhm. mal. Aber auch interessant, oder? Ich habe die meisten von diesen damaligen Lehrern kennengelernt in Beatenberg. Ich bin mindestens 2-mal im Jahr so in ein Retreat gegangen, eine Hm. Zeit lang. Meine Buben sind da schon ein bisschen grösser gewesen. Haben auch gefragt: «Mama, was machst du eigentlich die ganze Zeit da?» Haben Sie die Veränderung auch gemerkt, die du beschrieben hast? Das weiss ich nicht. Ich bin ja auch nicht heim missionieren, absolut nicht. Hoffentlich nicht, aber haben Nein. Sie auch nie etwas gesagt? Mal, es hat sie Wunder genommen, es hat sie schon Wunder genommen, oder? Aber, äh sie haben, also der ältere Sohn hat eine Zeit lang sich sehr interessiert, hat auch, ich habe ihm dann so Podcasts, oder damals hat man so können gewisse Dhamma-Talks hören, Mhm. haben mir das einmal gezeigt, und er hat dann das, glaube ich, auch gemacht, eine Zeit lang. Ja, aber sie sind beide Gestalter, meine Söhne, und das glaube ich eben. Ich glaube, Menschen, die irgendwie Tätigkeiten, Berufe haben, wo zum Beispiel Gestaltungsberufe oder Musikerinnen, äh, die haben so einen Zugang auch. Also das ist auch eine Übung Mhm. in Präsenz, oder zum Teil krass. Es ist nicht das Gleiche, aber ich glaube, das kann so nährend und so, ähm, wie soll ich sagen, unterstützend sein auf dem Weg von der Vertiefung, dass man Mhm. vielleicht gar keine Meditation braucht. Du bist dann wirklich drangeblieben, hast du etwas gesucht? Also weißt, nach dem Vorgespräch, das ich gehört habe, du bist nach dem Tod von deinem Mann so tief eingegangen, und ich dachte, Mhm. das ist der Dukkha, der dich quasi, also das Leiden, das dich dazu gebracht hat, aber so wie es jetzt in dem Gespräch, das wir da führen, sich zeigt, ist es eigentlich bei dir mehr ein Interesse gewesen, wo schon lange und schon vorher da war, und dann einfach den Raum gehabt hat, zum tiefer zu gehen. Aber hast du etwas gesucht? Also der Vivekananda, er wünscht einem ja auch am Schluss vom Retreat wirklich, dass man schnell die Erleuchtung erlangen. Und das kommt von Herzen und ist ernst gemeint. Was bedeutet das für dich? Ja, natürlich ist das eine grosse Versuchung auch, sagen wir mal so, oder? Genau, Nippanasa. Aber es ist auch ein grosses Hindernis, oder? Und ich bin ja dann auch nach Lumbini dann, und zwar nachdem mein Vater, ich bin einzige Tochter, meine Mutter ist schon länger gestorben, sie ist, hat Alzheimer gehabt, sie ist nicht einmal so alt geworden, wie ich jetzt bin. Und als einzige Tochter habe ich einfach gewusst, ich kann jetzt nicht verschwinden auf Asien. Mhm. Aber ich hatte das als grossen Wunsch gehabt, oder? Und er ist dann gestorben 2008. Und dann bin ich nach Asien und bin eben nach Lumbini, den Winter in Lumbini. Und das ist dann nochmal wirklich etwas unglaublich Kostbares, die Zeit gewesen, muss ich sagen. Obwohl der Körper hat grauenhaft gelitten. Unter dem langen Sitzen oder auch sonst? Auch am Wetter, oder? Ich meine, es war alles feucht gewesen, oder? Feucht, kalt. Ich bin im Oktober angekommen, da war es noch irgendwie über 30 Grad gewesen, und dann ist das irgendwie von einem Tag auf den anderen gefühlt, ist das dann nur noch so
12 bis 15 Grad gewesen und feucht. Also es hat wirklich alles Schimmel gegeben, oder? Ich meine, im Bett, oder ich hatte so ein Lederetui gehabt, da hat es da so schöne Blumenköhl drauf gehabt, so Schimmelpilz. Und es ist wirklich ein Winter gewesen, wo ich alles, was ich mitgenommen habe, angehabt habe, inklusive noch Schlafsack drüber rein, bin ich so gesessen, oder? Also ungesünder kann man, glaube ich, nicht, oder? Ich habe es dann auch gemerkt, als ich heimgekommen bin, habe ich meinen ersten Rheumaschub gehabt. Uff. Aber ich habe es erst daheim gemerkt. Ja. Ja, für den Körper war es ein Gift gewesen, muss ich sagen. Aber als Erfahrung ist es wahrscheinlich etwas vom Eindrücklichsten, was ich je erlebt habe. Du hast gesagt 4,5 Monate. Also Ja. bist 4,5 Monate schweigen oder wie? Ja, das war intensivs Retreat gewesen. Einfach wirklich die 10 Stunden am Tag sitzen gehen. Und du allein oder mit einer Art Klassenzug, also wie eine Gruppe, wo alle gleichzeitig Nein. angefangen und gleichzeitig? Nein, es ist so, in Lumbini ist es, also damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, hat man eigentlich kommen und so lange bleiben, wie man wollte. Und ich bin auch so gegangen. Ich habe ein Jahr Urlaub genommen, unbezahlten. Und bin dann im Herbst, also ich bin mit der Transit über Mongolei und Tibet nachher auf Lumbini gereist. Also das war eine lange, auch interessante Reise gewesen. Auch mal die Orte zu sehen, oder, wo auch Lhasa, das war wahnsinnig eindrücklich gewesen. Was war die Frage gewesen? Jetzt weiss ich es im Fall selber auch nicht mehr. Ja. Aber also, was mich wundernimmt, ist so, ja, was hast du erlebt in Lumbini? Du hast gesagt, es war eine unglaubliche Erfahrung gewesen. Ich denke, 4,5 Monate hat es wahrscheinlich sehr leichte und gute Momente gegeben, aber wahrscheinlich auch Schwierigkeiten noch nebst dem Schimmel. Genau. Kannst du da ein bisschen berichten? Ja, also deine Frage war ja noch, wegen, ob wir eine Gruppe waren. Ah ja, genau. Ich bin Einzel. Also alle können Einzel kommen. Damals hat es geheißen, minimal 3 Wochen. Und darunter nehmen wir niemand. Und ich habe begangen mit der Möglichkeit, sogar noch länger zu bleiben. Und das war gut gewesen, dass ich es gemacht habe. Ich habe mir vorgenommen, nicht aufzuhören, wenn es gerade schwierig ist. Ich habe mir vorgenommen, aufzuhören, wenn es gut, also wenn es nicht während der Krisenphase sozusagen. Weil das habe ich vorher einmal erlebt, bin ich in einem Retreat im Berner Oberland. Das war, glaube ich, mit dem Suchiva, Bhante Suchiva. Und dort, das ist 2 Wochen gegangen und dort bin ich heim wirklich in einem Dukhanjana, sagt man. Und das habe ich nachher ein halbes Jahr mindestens mit mir geschleppt. Das war wirklich schwierig. Das bleibt so wie hängen, hat es mich gedacht. Ich sagte, ich wollte nicht in einem Dukhanjana aussteigen. Und ja, und dann von Weihnachten an habe ich das Gefühl gehabt, wow, super, jetzt habe ich wirklich eine Art, also die Begleitung durch Vivekananda ist natürlich auch grossartig, das ist eine Einzelbegleitung, oder? Und Padamanika, es war auch die, wir hatten immer abwechslungsweise. Nonne, ja. Ja, was deine Frage, das kann man nicht beschreiben, was dort passiert ist. Man ist wirklich, also wenn du so willst, sie gehen ja davon aus, dass das so Stufen sind. Die eben Janas. Janas, ja. Und man wird durch die Janas begleitet. Manchmal auch ein bisschen gepusht, oder? Aber es liegt ja an einem, das mitzumachen oder nicht. Und ich habe einfach gemerkt, je weniger als ich mich bemühe, im Sinn von eben, jetzt Nirvana erreichen oder so, umso eindrücklicher und wie soll ich sagen, es ist so wie ein Fließen, das dann entsteht. Also ich habe vielleicht das Glück gehabt, mich nicht so stressen. Aber was ich glaube schon, was mich einfach interessiert hat, ist zu schauen, was man da im Detail wahrnehmen kann. Oder es wird ja, die Wahrnehmung wird immer feiner, es wird ganz minimalste Veränderungen irgendwo im Geist oder im Körper oder auch im Aussen werde ich dann wahrgenommen. Also es ist wirklich so wie ein hochsensibel werden in dem Sinne. Und das ist unglaublich spannend. Also vielleicht ein Beispiel kann ich machen. Also zum Beispiel zu schauen, wie Gedanken entstehen und wieder vergehen.
Und wie sie sich, bei mir sind es oft dann Bilder gewesen, oder Sätze oder Wörter und dann gemerkt, jetzt werden die immer kürzer und zum Teil sind es Bruchstücke von Wörtern gewesen. Oder das ist so ein Prozess von der Auflösung eigentlich, aber dass man das kann wirklich wahrnehmen und dabei sein, wenn das passiert, das ist so faszinierend. Mhm. Also ich bin wirklich extrem fasziniert gewesen von dieser Praxis, muss ich sagen. Was war die Anleitung gewesen? Ist die gleich geblieben in diesen ganzen 4,5 Monaten? Also, die Mahasi-Technik funktioniert ja am Anfang vor allem, dass man das Heben und Senken Genau, vom Bauch genau, quasi, also dort seine Achtsamkeit drauf lenkt und nachher in den Interviews auch sehr, sehr genau beschreibt, was man jetzt da wahrgenommen genau, hat. ja. Ist das die ganzen 4,5 Monate so geblieben oder hast du irgendwann dann auch von dem Bauchobjekt und beim Gehen sind es die Füsse oder wie man es Ja, genau. spürt, die verschiedenen Abfolgen vom Schritt. Ist das die ganze Zeit geblieben oder ist irgendwann wird die Anleitung anders? Also es ist eigentlich der Anker, oder? Also im Gehen, wie du sagst, die Fußsohle, die Wahrnehmung in der Fußsohle und im Sitzen das Heben und Senken. Im Grunde genommen der Anker, wenn nichts anderes Dominanz ist, oder? Also wenn es jetzt ein Schmerz ist, dann gehst du zum Schmerz, oder? Oder wenn es ein Gedankenfluss ist, dann gehst du zum Gedankenfluss. Das ist eigentlich die ganze Zeit gleich geblieben, ja. Mhm. Was nicht so auftaucht, ich habe ja auch mit ganz starken Emotionsstürmen gehabt, oder? Also zum Beispiel Wutanfälle. Ich bin sonst überhaupt nie eigentlich ein sanftmütiger Mensch gewesen. Aber es hat eine Phase gegeben, wo ich wirklich wo Emotionen gekommen sind, die ja, heftigst, oder? Dann bist du auch bei dieser Emotion. Und wenn du sagst, du hast einen Wutanfall gehabt, also was hat das geheißen? Bist du irgendwie schreiend durchs Kloster? Ja, ich oder? hatte ein Einzelzimmer gehabt, genau. Also, es ist wirklich eigentlich sehr komfortabel, abgesehen vom Schimmel. ähm, ich bin durch das Zimmer gerannt und gestampft und gemacht und da, oder? Ich musste es tatsächlich rauslassen. Es hat ja niemand gelitten dabei, ausser die paar Geckos, die an der Tele gegangen sind. Und nachher aber sagen da im Interview wahrscheinlich, super, super, das ist ein Zeichen für Fortschritt, oder? Ich weiss gar nicht recht, ob ich ihm das so deutlich alles erzählt habe. Weiss ich nicht mehr. Ja. Er war sehr geduldig gewesen. Aber schon fordernd, ja. Und also kannst du das fordern noch ein bisschen charakterisieren? Wie kann man das verstehen, wenn du sagst, je weniger, dass man irgendwie quasi auf Nirvana anzielt, desto besser ist es geworden und gleichzeitig hast du einen fordernden Lehrer. Wie ist das? Ja, die Forderung ist ja darin bestanden, dass man einfach wirklich möglichst genau hinschaut. Mhm. Und das ist ja schon ein Weg, oder? Also das finde ich, das ist das Einzige, was man kann, oder? Man kann also die Erwartungen zurücknehmen und einfach 100% präsent sein, das ist eigentlich die Forderung. Mhm. Es ist nicht die Forderung, irgendetwas zu erreichen, aber von dem muss man ein bisschen wegkommen, oder? Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, da kann man sich extrem verkrampfen. Ja. Ja, das glaube ich. Und über die Jhanas hat er dann auch explizit geredet? Also weißt, hat er dir quasi gesagt, ja, jetzt bist du irgendwo da im Dukkha-Jhana, wo es irgendwie mehr um das geht, oder bist du mehr da? Oder ist das einfach so ein bisschen eine Landkarte gewesen, die mal quasi ausgelegt worden ist, aber nachher nicht irgendwie im Interview zur Sprache? Sie war nie ausgelegt gewesen. Und ich habe bewusst nichts gelesen vorher über das. Und ich habe auch, also er hat nie, weißt, einem verortet so auf dem. Und das ist wahnsinnig wichtig für mich. Ich habe wirklich nur erfahren und nicht, oder ich glaube, der Geist ist ganz schnell bereit, etwas zu konstruieren. Also es gibt ja, ich habe das auch erlebt in Retreats, dass Teilnehmende kommen mit dieser Liste, oder mit diesen Stufenbeschreibungen. Wo man dann irgendwo auf dem Internet Und vielleicht dann, findet. Ja. genau, das findest du alles auf dem Internet heutzutage. Oder? Und das ist ein grosses Hindernis, wenn man während dem Retreat sich überlegt, wo bin ich jetzt da genau? Mhm. Das ist gar nicht wichtig. Also, beziehungsweise ist es ein riesen Hindernis. Mhm. Weil ich glaube, es geht tatsächlich darum, in diesen Fluss einzukommen, oder? Mhm. Und weisst, ich glaube, das ist vielleicht ein Geschenk von meinem Leben, dass ich sehr früh schon gemerkt habe, dass erstens alle dogmatischen Geschichten Hindernisse oder schwierig machen. Und zum Zweiten auch, es klingt jetzt vielleicht komisch,
in der Beschäftigung mit der pythagoreischen Harmonik habe ich gemerkt, dass das alles in einem gesetzmäßigen Sinn angeordnet ist und verläuft. Also ich habe wie das Gefühl, auch die Praxis, die entwickelt sich, wenn man es entstehen aus sich allein. Da muss man gar nicht pushen und stoßen. Im Gegenteil, oder? Du kannst auch nicht an einer Pflanze ziehen, und dann geht es ein bisschen schneller. So ist das einfach nicht. Man muss sie eigentlich wie wässern, im übertragenen Sinn, und dabei sein, und that's it, oder? Als ich in einem Retreat war vom Sayadaw Uvi Vivekananda und er nicht alle Vorträge selber gehalten hat, hat er alte Vorträge vom U Pandita geschickt zum Hören. Und dort hat es einmal geheißen, wenn der Yogi nach dem 7. Tag noch irgendwie so und so durchs Zeug läuft, dann ist es einfach ein schlechter Yogi, dann strengt er sich einfach zu wenig an. Und also hammerhart, oder? Und ich habe das dann einmal der Padamanika, der Nonne, in meinem Intro gesagt, so, ich strenge mich wirklich an, aber ich weiss nicht, ich bin nicht dort, wo der Pandita das, glaube ich, gern hat. Und dann hat sie nur gelacht und gesagt, das darfst du alles nicht so ernst nehmen, ihr Westler nehmt das alles viel zu ernst. Ja. Wie bist du mit dem umgegangen, zwischen dem Push und dem, also weißt du, so die Lockerheit behalten, ist dir das gut gelungen? Ja, ich habe mich, glaube ich, einfach gar nicht stressen. Ich weiss auch nicht. Ich habe einfach beschrieben, was ich erlebt habe, basta, oder? Und meistens hat er dann gesagt, auf was ich als nächstes schauen soll, so. Oder wo ich vielleicht ein bisschen genauer hinschauen kann. Aber schlussendlich beim Sitzen ist es ja dann so, dass das halt das ist, was ist. Ich meine... Aber hat es bei euch keine so Vorträge gegeben? Doch. Und wie sind die gewesen? Aber das ist das, was ich ganz vorher mal gesagt habe, das ist dann schon noch ein bisschen anders, wenn man bei asiatischen Lehrern die Vorträge hat. Wie hast du das erlebt? Also er ist natürlich fast ein bisschen wissenschaftlicher Stil, oder? Er tut so quasi Textauslegung machen. Und ich habe ja dann auch bei ihm assistiert, haushältige Vorträge vorbereitet und gehalten. Und mir ist das eigentlich noch näher gewesen, weil ich ja das aus der Philosophie auch können, oder? Dass man so Text interpretiert, und dann, es ist mir jetzt eigentlich nicht, es ist mir überhaupt nicht fremd gewesen. Für mich ist es nicht fremd gewesen. Mich hat es interessant gedacht. Ja. Ich finde es einfach sehr spannend, weil es etwas ist, wo man sonst da bei diesen Vorträgen, die die westlichen Dharma-Lehrer machen, einfach viel weniger so mitbekommt, dass man wirklich mal irgendeinen kleinen Teil aus irgendeinem Sutta nimmt und dann aber nicht nur die Sutta interpretiert, sondern quasi Kommentar zu dieser Sutta anschaut und dort drauf eingeht. Das ist eigentlich ein wissenschaftlicher Umgang mit dem, oder? Mit dieser Textgrundlage. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast nachher selber so Vorträge gehalten. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du in diesen Retreat assistiert hast? Ja, ich bin dann von dem Lumbini heim und wieder unterrichtet und bin dann weiterhin auch nach Biandeci Lieci Retreat machen, und eines nach dem Retreat, ich weiss nicht, wann das war, haben sie mich gebeten, noch zu bleiben, und dann war da so ein Tisch, ein Gespräch, und sie hat gesagt, sie würde mich gerne fragen, ob ich würde mithelfen im Zentrum. Und da habe ich gedacht, in der Küche meinen sie wahrscheinlich. Dann sie, nein, sie geben so als Assistentin. Ich bin dann bei 3 verschiedenen Lehrpersonen, also bei ihm selber, beim Vivekananda, beim Hannes Huber und bei der Beate Glöckner habe ich assistiert, eine Zeit lang. Also, und dann macht man eigentlich das Gleiche, nur weniger, oder? Also ich meine, die Hauptreferenz ist dann schon beim Lehrer, aber ich habe Gespräche geführt, Einzelgespräche, und ich habe auch Vorträge gehalten. Und ich muss sagen, ich habe die Einzelgespräche habe ich sehr gerne gemacht. Weil das ist wirklich etwas sehr, auch Berührendes. Und ich habe erst da, das ist vielleicht noch wichtig, ich habe erst da gemerkt, oder ich habe ja bis zu dem Moment nur meine eigene Praxis gekannt. Ich habe nicht gewusst, wie es bei den anderen geht. Und da habe ich gesehen, hey, das ist bei allen ähnlich. Sie sagen es anders, sie haben vielleicht eine andere Intensität, oder aber im Grunde genommen, eben, die Pflanzen entwickeln sich nach dieser Gesetzmäßigkeit. Das habe ich gesehen, als ich dann die Gespräche führen konnte. Das ist für mich auch wie so eine, also, etwas wahnsinnig Wertvolles gewesen. Zu sehen, das ist so. Es passiert nach
nach dem Gesetz. Es ist aber nicht das ist vielleicht noch wichtig. Ich habe gemerkt, es ist nicht eine Stufe, so. Es sind nicht Stufen, sondern es ist etwas fast Spiraliges. Mhm. Es kann ein bisschen wieder runtergehen, es kann wieder raufgehen. Manchmal hat man diese Perspektive, mal hat man eine andere. Die Intensität kann ausweiten wieder. Also es ist etwas ganz Lebendiges, oder? Es ist nicht, jetzt bist du auf dieser Stufe und dann kommt die nächste. So etwas, glaube ich, also ich habe es nicht so erfahren und ich habe es auch nicht so wahrgenommen bei den anderen. Oder? Es hat können 3 Tage fließen und dann ist es wieder wie ein bisschen eingesunken. Also das kann es alles geben. Mhm. Ja, das ist spannend. Hat es noch andere Lehrende gegeben, also Begegnungen mit Lehrenden, die für dich prägend waren oder wichtig waren? Ja, also eine Lehrende ist die Viraniani. Aya Viraniani, bei ihr habe ich Metta und die Brahma Viharas gemacht und das war auch wahnsinnig intensiv gewesen. Oder dann so 2 Wochen nur mit diesen Brahma Viharas unterwegs zu sein. Das ist sehr eindrücklich, ja. Ich war auch eine Zeit lang noch online bei ihr. Ja, das ist eine wichtige Person. Dann habe ich es ist ja so, dass die Mahasi-Schule das Samatha, also die Meditation von Ruhe eigentlich, nicht so betont. Und das hat mich dann einfach auch wundergenommen. Da bin ich zu einem Lehrer, den Dhamma-Dipa, das ist glaube ich ein polnischer Lehrer, bin ich gar nicht sicher. Einfach das mal so rein, auch in Reinform Samatha-Meditation zu machen. Ähm, Und wie hast du das erlebt? Das war interessant gewesen. Er hat weniger streng. Er kommt, glaube ich, aus der Waldtradition, bin aber Ja. nicht sicher. Und man hat geredet am Mittag, oder? Also Bei einer man hat geredet am Mittag, aber es war wirklich so gewesen, dass man auch sehr lang gesessen ist. Wir haben am Morgen Körperübungen gemacht, das hat mir auch sehr gut gedacht. Und die Samatha hat dann wirklich auf ganz klein, also die Meditationsanleitung war, schau auf das möglichst kleinste Ort, also auf die Bewegung vom Atem bei der Nase. So. Konzentration wirklich ganz, ganz eng fokussiert. Und ja, das war dann auch interessant gewesen. Man hat dann Gespräche haben. Einzelgespräche hat man können nachkreuzeln. Ich bin, glaube ich, jeden Tag gegangen. Es ist einfach ein völlig anderer Lehrer und eine andere Methode, aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl gehabt, ich habe zum Teil das schon erlebt im Vipassana, im reinen Vipassana, oder? Das ergänzt sich ja. Und ich habe es dann später bei Mahamudra gesehen, das ist so, oder? Man kann das wirklich wie zusammen, man muss es fast zusammennehmen. Ja, also es gibt ja viel, die eher so den ganz frühen Buddhismus betonen, wie bei Kolonialen auch sagen, das ist eigentlich früher noch zusammen gewesen und nicht so getrennt. Es ist künstlich getrennt und das habe ich auch den Eindruck. Und es gibt ja zum Beispiel die Goenka-Leute, die machen zuerst nur Samatha. Ja. Genau, 3 Tage und dann... Ja. Es sind so Methodenunterschiede. Ich glaube, man muss ein bisschen herausfinden, was einem liegt, oder? Ja. Es gibt ja, glaube ich, auch Leute, die einfach sehr gut in eine sehr gute Sammlung kommen und andere vielleicht weniger. Ja. Mhm. Du hast jetzt gerade Mahamudra angesprochen. Du hast ja zwischendurch dann auch noch eine Ausbildung gemacht in, wie hast du es gesagt, Sterbebegleitung auf dem letzten Lebensabschnitt. Du hast eine MBSR-Ausbildung gemacht. Was sind dort die Hintergründe? Hast du probiert, das mehr in einen westlichen Kontext hineinzubringen, praktikabler zu machen? Oder war es einfach dein Interesse gewesen? Nein, tatsächlich, das MBSR hat mir sogar der Vivekananda empfohlen. Und zwar schon sehr früh, als ich das gar noch nicht kannte. Ich glaube, nach einem von diesen Retreats in Italien hat er gesagt, schau doch das mal an. Da habe ich das Full Catastrophe Living vom Kabat-Zinn gelesen und habe gefunden, hey, wow, super, oder? Und da habe ich so einen Kurs gemacht und habe schon gemerkt, das ist zwar die Praxis, Achtsamkeitspraxis, aber es ist der ganze spirituelle Hintergrund ist ja ausblendet. Aber ich habe dann gleich gefunden, ich werde die Ausbildung machen und schauen, wie ich mit dem umgehen kann. Einfach, und auch herausfinden, was macht so eine Praxis aus,
wenn man alles Spirituelle weglässt. Ich kann das erfahren eigentlich. Und was ist deine Antwort auf das? Ich glaube, die Wirkung ist vermutlich die gleiche. Ich glaube, es braucht die Rede von den alten Traditionen braucht es nicht unbedingt. Wenn man es intensiv macht, passiert etwas. Aber wenn man anschaut, was die Grundlagen sind, dann ist ja eigentlich die Ethik Ja. ist in der alten Tradition immer die absolute Grundlage. Und wenn die nicht da ist, dann wird alles andere schwierig. Also kann man das ausblenden? Ja, also es gibt da 2 Antworten darauf. Das stimmt, was du sagst. Es wird überhaupt nicht von Ethik geredet, so, oder? In diesen 8-Wochen-Kurs. Ich habe es allerdings manchmal ein bisschen reingenommen, selber. Und ich glaube, oder besser gesagt, ich habe es erfahren, ich glaube es eben nicht, dass wenn du intensiv praktizierst, dass die Ethik auch mitkommt. Also dass im Grunde genommen die intensive Praxis, da kannst du nicht mehr grob sein, das geht gar nicht. Also Achtsamkeit für Scharfschützen wäre in dem Fall etwas, was eigentlich nicht wirklich geht. Das ist... Also die amerikanische Armee macht das, oder? Nein. Also gut, wenn du einfach auf einen Holzpflock schiessst, ist das vielleicht nicht so tragisch, aber... Ja, ich glaube nicht, dass für das üben. Nein, das ist einfach Konzentration. Ja. Oder? Darum, also es wird ja zum Beispiel von der ganz strengen Vipassana-Richtung wird gesagt, Samatha führt nicht zur Befreiung. Samatha allein, Konzentration allein, oder? Führt nicht dazu. Mag ein bisschen sein, aber ich glaube wirklich, Konzentration kommt ja immer mit bei dieser Übung, oder? Und ich glaube eben auch, die Empfindsamkeit kommt mit, oder? Natürlich gibt es die 3 Teile, Sila, Samadhi, Panya, oder? Das sind so die 3 Teile. Also eben Ethik, Weisheit und also Sammeln, Übung, genau, ja. Das ist schon so, aber das ist ja all die Listen, überhaupt auch alle anderen Listen, sind ja nur Versuche, ein bisschen Ordnung zu bringen in die Sache. Aber im Grunde genommen, eben, eine Pflanze wächst nicht nach Regeln. Oder mal schon nach Regeln, natürlich sind es Regeln, aber es ist nicht so, dass man so strenge Stufen oder Grenzen kann, festmachen. Oder ich glaube wirklich, wenn intensiv praktiziert wird, passiert das. Und am Anfang braucht man vielleicht die Regeln, zum wirklich dranbleiben. Oder vielleicht hilft es einem auch zu sagen, hey, nein, jetzt machen wir da keinen Mist, oder? Sonst ist es schwierig. Auch mit der Zeit kann man gar nicht mehr anders glauben. Als sich ethisch verhalten. Ja. Ja, ich weiss es eben nicht. Ich meine, wenn du dann wieder schaust, so in allen buddhistischen Richtungen, jetzt gerade die neuesten im Theravada, die Wahnsinnsmissgriff von den Mönchen, wo war es in Thailand. Also, da muss ich schon sagen, die sind ja wahrscheinlich, haben die auch ein paar Stunden auf dem Küssi verbracht. Jetzt gerade in Sri Lanka hat es jetzt gerade einen höheren Tempelmönch, einen, der irgendwie für 8 verschiedene Tempel zuständig ist, haben sie verhaftet, wegen sexuellem Missbrauch. Also das ist schon krass. Das kommt in der besten Familie vor, oder? Ja. Aber ich meine, nur so ein absoluter Schutz scheint es dann eben auch nicht zu sein. Nein, also sowieso nicht. Es gibt nie etwas absolut, oder? Ich meine, das ist ja alles in Bewegung. Ja, oder? ja. Und ja, weisst, Mönch und Nonnen, es hat mir mal jemand gesagt, wenn so Nonnen und Mönchtum, das heisst nicht, dass die viel meditieren unbedingt. Oder? Ja. Es ist nicht sicher, oder? Also, von dem her, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, oder? Ich meine... Aber es gibt auch solche, die sehr gute oder sehr tiefe Verwirklichung scheinen gehabt zu haben, die irgendwie dann recht daneben gegriffen haben. Also kommt man jetzt gerade ein Chögyam Trungpa zum Beispiel in den Sinn, oder, wo irgendwie sich zu Tod getrunken hat, wo auch sonst noch viele Vorwürfe da sind, Bücher geschrieben hat, die, glaube grandios sind. Also irgendwie, ja. Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Also das ist ja überhaupt nicht so etwas, was dann ist und dann ist es. Also das ist ja auch, da kann man wieder daraus gehen, daraus fliegen. Oder man kann enttäuscht sein, oder man kann das Begehren dann gleich wieder, oder? Das kommt wieder und man hat das Gefühl,
ich schaffe es eh nicht und resigniert vielleicht. Also es gibt ja alle möglichen Varianten, mit dem dann umzugehen. Das ist überhaupt keine Garantie. Ja. Es ist also nicht irgendwie so ein Regenschutz, der einem den ganzen Regen abhält. Aber widerspricht das, also ich bin einverstanden inhaltlich völlig, aber widerspricht das nicht eigentlich dann der Theravada-Doktrin, die sagt, wenn man irgendwie gewisse Stufen erlangt hat, sind gewisse Sachen dauerhaft, ich sage jetzt uprooted, also ausgerissen, die Wurzeln von diesen Übel. Auch das ist einfach ein Versuch, das zu erklären und ein bisschen zu dogmatisieren. Ja. Du, das weiss ich auch nicht. Ja. Also ich habe letztlich, weißt, ja, nur meine eigene Erfahrung und das, was ich jetzt gehört habe von diesen paar Leuten, die ich auch begleiten konnte. Und ich habe es einfach als so ein Fliessgeschehen wahrgenommen, wo wirklich unglaublich hilfreich sein kann. Aber dass man da sich jetzt irgendwie darauf ausruhen oder sich völlig geschützt fühlen, ich glaube, das ist, würde ich sagen, eine Illusion. Oder ein schöner Glaube. Aber vielleicht gibt es, also ich glaube, es gibt Menschen, die wirklich, wo vielleicht tatsächlich so etwas wie Vollkommenheiten können erreichen. Das glaube ich schon, das würde ich nicht ausschließen. Und glaube, hast du schon solche getroffen? Vielleicht eben der Revalta Damm. Also bei dem habe ich das Gefühl gehabt, ich meine, dass einem jemand so kann berühren, das muss einen Grund haben. Ja. Oder auch die Nonnen in der 1. Klasse. Ich weiss nicht, vielleicht tue ich sie verherrlichen, aber ich glaube, sie sind Menschen. Ja. Mahamudra, was hat dich zum Mahamudra gebracht? Was hat dich ins Ekayana-Institut gebracht? Eigentlich Corona. Okay. Ja. Haben die Online-Angebote gehabt? Ja, oder? ja, genau. Also ich habe wirklich während Corona gedacht, jetzt kannst du nie mehr hin, ist alles zu, oder? Und so. Und da habe ich ein bisschen gegoogelt und so. Und es hat noch einen anderen Zusammenhang gegeben. Es hat jemand, der ist auch ins Retreat gekommen, das Biande Cilieci, der beim Thielmann eine Ausbildung gemacht hat, also Psychotherapie-Ausbildung eigentlich. Buddhistische Psychotherapie. Genau. Ja. Und sie haben mir von dem erzählt. Und es hat dann noch einen lustigen Zufall gegeben, da habe ich irgendwann ihr ein Neujahrskärtchen geschickt, glaube ich, oder zum Geburtstag. Und das ist vom Gendwin, der Spruch über das Glück. Gibt Also Gendwin Rinpoche ist der Karma-Kagyu-Linie ein ganz wichtiger Lehrer. Genau. Ich habe einfach, das ist so ein schöner Text zum Glück, oder? Und das habe ich eigentlich schon gesagt, das ist ja der Lehrer von Thielmann, oder? Das ist das erste Mal, dass ich den Namen gehört habe. Und dann ist eben Corona gekommen und dann habe ich irgendwie per Zufall oder wie auch immer, bin ich auf diese Sachen gekommen und auf das Mondstrahlen. Die Mondstrahlen des Mahamudra. Genau. Das hat er ja, ich glaube, 10 Mal das ganze Werk durchgeschafft und Satz für Satz. Das habe ich halt schon sehr gerne, so einen Text, der als Grundlage, oder? Und da kann man so schauen, was heisst das, könnte das heissen. Das hat mich grossartig gedacht. Ich bin dann einmal gelaufen mit diesen Vorträgen im Ohr und habe dann irgendwann auch gefunden, jetzt hätte ich mal an ein Retreat so mit ihm. Ja, und dann ist das dann ein bisschen so dazu gekommen, dass ich eigentlich nur 2-mal im Karuna-Haus dann war. Und ich habe dann auch festgestellt, dass Mahamudra ist eigentlich ganz nahe bei dem, was ich kenne vom Vipassana. Ah, ehrlich? Ja. Erzähl. Also von dem, wie ich es erlebt habe. Es ist eigentlich... Sollst du das... Also ich glaube, dort ist das in Reinform, wie ich es eigentlich, glaube ich, selber erlebt habe. Das, die Betonung auf das Nicht-Machen, Betonung auf das Fliessen und auch eigentlich die Öffnung auf alles, was passiert. Und eigentlich ist die Anleitung ja, so wie ich sie hier verstand, vielleicht habe ich sie falsch verstanden, oder? Im Vipassana. Ich sage, geh immer auf das dominante Objekt. Und das dominante Objekt, das kann manchmal auch 10 Sekunden wechseln, oder? Oder das macht so. Oder dann ist es wieder ganz langsam. Und im Grunde genommen, wenn ich auch die angeleiteten Meditationen, die ich jetzt von Mahamudra kenne, die sind, du steigst in das, was ist und mach nichts,
bis ganz präsent und schaue, was passiert. Passt da, oder? Und das finde ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen simpel, oder? Aber ich habe es einfach so quasi wie wiedererkannt und gleichzeitig auch gemerkt, ja, so würde ich es am ehesten auch sehen und machen wollen. Und Mhm. so habe ich es eigentlich auch erlebt. Es war für mich nicht fremd gewesen, absolut nicht. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe mit den Visualisierungen bis jetzt nicht Kontakt gehabt. Also hast du es bewusst weggelassen? Oder? Nein, nicht wirklich weggelassen. Ich bin schon, wenn die Anleitungen kommen, dann tue ich das aufnehmen, aber ich mache sie selber nicht. Ja. So, ja. Und sonst der tibetische Zugang ist ja schon noch, wie soll ich sagen, einiges ausgeschmückter als der Theravada, oder? Ja, ja, klar, das ist jetzt ja fast ein bisschen katholisch, oder? Also eine reiche Welt von Farben, Formen, Figuren. Klar. Ich glaube, auch da, vielleicht gibt's Menschen oder es gibt Menschen, wo das genau das Richtige ist, oder? Und andere, die das nicht. Aber selbst ist auch etwas, was du eher weglässt, jetzt in der Praxis. Also weißt, es Ja, gibt ja dann die vorbereitenden Übungen mit irgendwie 100'000 Niederwerfen, nein, es das mache gibt ich nicht. Nein, ganzen Haufen solche nein. Sachen. Also, ich kann vielleicht auch von mir sagen, ich habe wie das Gefühl, das ist bei mir nicht. Es ist ein Kontinuum. Ich glaube, jetzt in dem Mahamudra, das ist eben auch so gewesen, dass der Thielmann mich nach dem 2. Retreat gefragt hat, ob ich in das Teacher-Training wegkomme. Ich habe mich dort ja nicht angeboten in dem Sinn. Einfach aufgrund von Gesprächen. Und für mich ist es wie eine natürliche Weiterführung. Es ist eigentlich nichts wirklich grundsätzlich anders. Mhm. Es ist eine andere Kultur, es ist die tibetische Welt. Ich bin auch sehr froh, dass ich in diesem Lhasa war und gesehen habe, wie der Potala ausgestattet ist. Oder? Das ist fantastisch. Oder? Es Mhm. ist so eine reiche Welt. Oder in Bhutan bin ich auch schon gewesen. Und da sieht man, wie bunt und ja, auch lebensfroh das Ganze ist irgendwo. Mhm. Ja. Mhm. Ich weiss nicht, ob das deine Frage schon. Ja, ich finde es spannend. Ich meine, ich habe das Gefühl, die Anleitung beim Mahamudra ist schon recht eine andere als im Vipassana, wo du eben beim Heben und Senken bist oder ob du einfach ganz offen bist. Also ich habe wirklich das Gefühl, zumindest bei mir, kann es sein, dass Vipassana auch Stress verursacht, weil ich dann so nah Mhm. dran bin und so genau schaue, dass es zum Teil ganz gut ist, zum einfach ein bisschen zurücklehnen und nichts machen und das Ganze einfach mal ein bisschen Mhm. sein lassen. Und Mhm. es passiert ja genau das Gleiche. Genau. Ja, ja. Also das habe ich schon auch in den Gesprächen dann gesehen, dass es Leute zum Teil enorm stressen. Und dann ist aber die Anleitung auch mal ein bisschen zurücklehnen, oder? Also es ist ja nicht so, dass man äh, es gibt eben, glaube ich, Menschen, die das brauchen, die Strenge, oder? Und Ich bin andere eben nicht. sehr gewissenhaft und Ja, dann, eben, dann nimmst du es zu genau ja, ja, vielleicht. genau. Genau. Also mir hat die Vivian Kananda gesagt, jetzt musst du nicht mehr genauer anschauen, das ist jetzt gut. Das ist gut, ja. Ja, Eben, er ist ja dann auch er versteht das, oder? ja, ja. Wenn es einem stresst. Das Äh, muss man ihm einfach sagen. äh. Mhm. Ja, ich habe noch ein paar spannende Themen auf dem Mindmap. Vielleicht etwas, was du schon gesagt hast oder so ein bisschen angetönt hast, ist so ein bisschen, man muss sich manchmal ein bisschen zurückziehen für die ganze Sache. Also so Thematik Abgeschiedenheit und Alltagsleben. Also wie bringst du das jetzt in deinen Alltag oder wie bringst du das aneinander vorbei? Oder nicht vorbei, wie bringst du es ineinander rein? Mhm. Ja, das ist eben noch eigentlich auch noch interessant. Als ich zurückgekommen bin von Lumbini, habe ich ein Jahr lang nicht mehr meditiert, null. Mhm, Ich habe einfach nicht das Bedürfnis gehabt. Oder vielleicht habe ich genug gehabt, eine Art, weisst du, so ein bisschen wie eine Übersättigung. mhm, Und dann ist es langsam wieder zurückgekommen, ähm, und bin dann wieder in Retreats und habe es auch eingebaut und also inzwischen ich meditiere täglich, oder, am Morgen. Mehr oder weniger lang, je nachdem, was das Tagesprogramm ist. Und, das ist einmal das. Aber ich glaube, das, reicht nicht wirklich, oder? Ich glaube, für mein Ziel oder mein Anspruch ist, dass tatsächlich das ganze Leben quasi, durchdrungen wird von dieser Haltung. Und das ist natürlich ein ziemliches Programm. Aber
das ohne Stress dann gleich herzubringen, oder? Das kann man eben schon. Und da hat mir zum Beispiel das MBS sehr schon geholfen. Oder dort ist ja das sehr ein wichtiger Teil, dass man es einbaut, immer wieder kurz innehalten, heranschauen. Mhm. Das hat mir geholfen. Und auch die ganze, das Teaching vom Tillmann, weil er das auch sehr betont, dass es etwas ist, wo wirklich das ganze Leben kann durchfließen, durchströmen im Grunde genommen, dass es nicht darum geht, jetzt da Küsse voll konzentriert und nachher kannst du wieder machen, was du willst, so quasi. Ja, ich Das ist auch schade, oder? Ja, ich glaube, ich habe schon Meditationsanleitung von ihm gehört, also Aufnahmen, wo er irgendwie sagt, okay, dann, wenn wir jetzt noch ein bisschen meditieren, dann hörst du rascheln und tun so, und dann sagt er so, wieso sitzen da jetzt alle anders an? Ja, genau. Also das ist ein bisschen das. Ja. Also man kann es auch im Liegen machen Genau. oder ein bisschen anlehnen, das kommt eigentlich wirklich nicht drauf an. Das ist schon. Unter Umständen kann das einem auch das wieder schwierig dunkeln, oder? Die Haltung kann einem ja auch helfen. Oder? Das ist zum Beispiel, ich habe viel Kontakt mit den Leuten, die Zen machen, weil ich im Zen da auch manchmal bin. Die Rituale und die Art von Strenge, die kann gewissen Menschen auch ganz sicher helfen, oder? Ich würde es überhaupt nicht bestreiten, das ist sicher so. Das Wichtige ist einfach zu schauen, was ist jetzt gerade für mich stimmig. Also du probierst eigentlich richtig verstanden haben, einfach die Achtsamkeit eigentlich in jeden Moment reinzubringen. Wenn es geht, ja. Wenn es geht. Also was hast du für Tricks, dass dir das besser gelingt? Ich weiss nicht, ob das Tricks sind. Einfach im Moment schauen, was ist jetzt, also die Frage, wie ist es jetzt? Aber auf die musst du ja kommen, irgendwie. Ja, die habe ich natürlich habe ich gemerkt, das ist eine gute Frage. Also beim Anleiten von Meditation, oder nicht, was ist jetzt? Und da kommst du ja gerade in Konzept, wenn die Frage, was ist? Wie ist es jetzt gerade? Was spürst du jetzt? Schon wieder was, oder? Aber es ist wirklich so eine Art, ein Herrenlassen, glaube ich. Und das kann man in jedem Moment. Auch jetzt gerade zum Beispiel. Wenn man sich daran erinnert. Ja. Und mit der Zeit ist es ja dann vielleicht auch nicht mehr ein Erinnern. Also es gibt manchmal so, glaube ich, auch förderliche Umfelder. Also zum Beispiel ein Spaziergang im Wald oder so. Das ist natürlich etwas Wunderbares. Aber man kann auch durch eine Menschenmenge, vorhin bin ich jetzt in Zürich angekommen, oder? Das ist ja unglaublich, die Leute, die da fliessen. Das ist ja eigentlich auch das. Ist ja nichts als Bewegung und muss einem eigentlich nicht stressen. Aber viele Menschen gestresst sind in dem Sinn, oder? Das ist vielleicht auch noch etwas, kommt mir das gerade in den Sinn. Ich bin, als wir einmal hier zu Hause am Albis waren, in dieser pädagogischen Akademie, dort hat es auch Gurdjieff-Anhänger gehabt. Ich weiss nicht, ob das... Das sind die auch so im Esalen-Institut dann, glaube ich, gross sind, oder? Also es ist eigentlich Gurdjieff, also hat eigentlich, wenn ich es richtig erinnere, es ist schon sehr lange her, versucht, Hinduismus, Sufis und das Christliche mit zusammenzubringen, oder? Und das hat mir auch gefallen, weil es so interreligiös ist. Das ist mir eine Zeit lang ganz wichtig gewesen. Und dort ist auch mal auf Hausen jemand gekommen, der dann gesagt, stand mal auf einer Strassenkreuzung und spüre einfach die Energie von dem allem, was da tut und macht. Oder? Das hat mich dort wahnsinnig beeindruckt. Ich gesagt, ja, stimmt, oder? Ich meine, es ist einfach Energie. Es stinkt und lärmt und tut, aber du kannst dort stehen und das wahrnehmen. Das ist wirklich interessant eigentlich, oder? Und das ist ja dann, was in unseren Weg kommt bei dem, ist, dass wir es ablehnen eigentlich. Viele von diesen unangenehmen Sachen lehnen wir ab und anders wollen wir unbedingt, oder? Da sind wir ständig hin und her gerührt. Aber wenn man es rein nur noch wahrnimmt, dann ist das jenseits von dem eigentlich. Und eine unglaubliche, wie soll ich sagen, Quelle von ja, Befreiung. Ich glaube, dann kann man schon Befreiung sagen. Oder vielleicht noch nicht die absolute, aber... Ja, genau. Ja. Du hast vorher erwähnt, dass du im Zen am Fluss zum Teil bist, eben mit Zen-Leuten. Ja. Bist du dort auch
am Unterricht hast du dort Angebote? Also wenn jetzt irgendwie jemand mehr möchte über dich wissen oder einmal mit dir praktizieren oder von dir lernen, gibt es da Möglichkeiten? Ja, also ins Zendo bin ich auch also quasi per Zufall gekommen. Dann haben wir, als das Zendo gegründet worden ist, haben wir Küsse genäht und wir haben all die Sachen selber und ich bin dort einfach gerade Zeit gehabt, ich glaube auch, wann war das gewesen? Vor 8 Jahren. Und da hat mich auch ein Kollege gefragt, ob ich mit ihm zusammen einen Abend mache. Am Anfang hat es ja noch nichts gegeben im Zendo. Oder? Mhm. Ich gesagt, ja, okay. Und dann hat er aber hat er eine Familie gegründet. Und dann ist es an mir gelegen, den Abend zu machen. Das habe ich 3 Jahre gemacht im Zendo. Einfach eine Achtsamkeitsmeditation, also eigentlich wie Vipassana gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass mir das zu viel ist, jede Woche dort zu sein. Weil das ist eine Art Show. Das ist, meine Hochachtung in allen, die das machen, oder? Du bist wirklich, du gehst eine Verpflichtung ein. Mhm. Oder da kommen die Leute auch wegen dir. Und es ist die gleiche Zeit, wo ich dann auch die MBSR-Geschichte gemacht habe, die Kurs. Und den MBSR-Kreis haben wir dann gegründet. Und dann ist das irgendwie eine Möglichkeit gewesen, das aufzuteilen. Und jetzt sind wir die 6., die das machen. Und es wird dann halt vorwiegend MBSR in diesen 2 Stunden gemacht. Dienstag immer. Und weil wir die 6. sind, ist das jedes Mal jemand anderes, was macht. Mhm. Man kann aber nachschauen. Aber es ist nicht mehr so personengebunden. Das mache ich noch. Und dann bin ich mit 2 Leuten, die im Zendo sogar wohnen. Machen wir so einfach sitzen an einem Sonntag. Einmal im Monat. Aber ich bin nicht mehr, ich mache auch keinen Kurs mehr. Ich bin jetzt über 70 und habe das Gefühl, hey, es hat so viele Leute, die das machen, das muss ich nicht mehr unbedingt. Also MBSR-Kurs. Ich mache keinen MBSR-Kurs mehr, mache auch keine regelmäßige von mir quasi allein prestierte Sachen mehr. Aber ich habe immer noch eine Homepage und man kann, es ist auch schon jemand gekommen und hat einfach eine Anleitung wählen oder eine Einführung ins Meditieren. Das mache ich schon, wenn das jemand möchte. Ja, das ist im Zendo. Ich finde es einfach sehr ein freundlicher Ort und die sind sehr offen, oder? Der ganze Rest ist Zen. Ich bin ein bisschen exotisch dort, aber es geht gut. Super. Gibt es noch irgendetwas, was ich nicht gefragt habe, und denkst, das wäre jetzt noch wichtig, dass wir noch drauf kommen? Vielleicht tatsächlich sich nicht entmutigen zu lassen und auch zulassen, dass es mal ein bisschen absinkt. Und, also, dass der Weg nicht etwas ist, wo man chronisch quasi unter Druck muss stehen. Also, das finde ich etwas ganz Wichtiges. Eben auch mal halt schauen, was passiert, wenn ich mal nicht meditiere. Das ist ja auch interessant, oder? Also sich ja nicht unter Druck setzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Heidi, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich danke dir, Lukas, fürs Fragen. Und ich bin ganz zufrieden, weil ich habe mal endlich über mein Leben nachgedacht, immer auf dieser Ebene. Ja, danke vielmals. Danke. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich hoffe, du hast etwas für dich Wertvolles aus dem Gespräch mitnehmen und freue mich über Feedback, Anregungen und Vorschläge für weitere spannende GesprächspartnerInnen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.